Die Chefin kommt. Dieudonné ließ sich nicht beeindrucken. Als die Chefredakteurin an Annis Schreibtisch kam, schaute er nur kurz auf und grüßte, arbeitete dann weiter. Die Chefredakteurin war eine unwahrscheinlich große, hagere Frau undefinierbaren Alters mit langen grauen Locken und einer rauchigen Stimme. Sie überragte jeden Mann in der Redaktion um einen halben Kopf. »Hallo Anne«, sagte Ilona, während sie Dieudonné völlig ignorierte. Die Chefredakteurin benutzte grundsätzlich keine Spitznamen, auch wenn man es ihr anbot. »Lassen Sie sich nicht verniedlichen, wenn es sich vermeiden lässt«, hatte sie Annie erklärt. Annie bewunderte die ehemalige Kriegsreporterin. Sie war so gelassen und abgeklärt. »Sie haben da einen beeindruckenden Einstand hingelegt«, sagte sie. Dieudonné war auf einmal verschwunden und sie zog sich seinen Stuhl heran. »Dankeschön.« Annie spürte sich schon wieder erröten. »Ich weiß noch nicht, ob ich das als Kompliment meine«, fuhr Ilona fort und blickte Annie prüfend an. »Ich gebe Ihnen zur Einarbeitung ein Interview mit dem umgänglichsten und unterhaltsamsten Politiker, den wir haben, und jetzt haben Sie vielleicht ein allseits geliebtes Wunderkind zu Fall gebracht.« Annie hatte nicht erwartet, sich rechtfertigen zu müssen. »Aber ich musste diese Fragen stellen. Ich konnte so eine Neuigkeit doch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.« Ilona machte eine beschwichtigende Geste. »Natürlich nicht. Es geht auch nicht darum, was Sie gemacht haben, sondern wie.« Sie beugte sich neugierig vor. »Ihre Reaktionsfähigkeit war ja phänomenal. Wie wussten Sie so schnell von der Kandidatur? Hat man Ihnen einen Tipp gegeben? Das war ja quasi zeitgleich.« Annie zuckte mit den Schultern. »Das ist nicht mein Verdienst. Ich hatte Recherchen gemacht und das Tablet stand zufällig auf der Seite von der Peters offen. Da konnte ich es sofort sehen.« Ilona nickte. »Manchmal muss man einfach Glück haben. Naja. Im Fall, wo jemand so offensichtlich ahnungslos ist wie der Ahnen.« Annie hielt sich gerade noch zurück. »Nein, für sie war das absolut nicht offensichtlich gewesen. Aber jetzt, klar, die Trinkpause, die anfangs zögerlichen, unpräzisen Antworten. In so einem Fall warnen wir die Leute vor, damit sie sich informieren können, damit sie dann unsere Fragen beantworten können. Es geht uns nicht darum, jemanden als unwissenden Idioten darzustellen.« Ilona suchte Annis Blick und lächelte aufmunternd. Die News ist jetzt nur noch, dass Karin Peters sich aufgestellt hat. Dass das ohne Rücksprache mit der Partei geschah, vielleicht sogar gegen ihren Willen, kann diesen Raum jetzt nicht mehr verlassen. Verstehen Sie, was ich meine? Annie nickte bedrückt. Sie hatte Ahnen die Möglichkeit gegeben, Wissen vorzugaukeln. Auch wenn andere, weniger naive Zuhörer ihm das nicht abnahmen. Weder er noch Frau Peters, vor allem nicht die Peters, würden jetzt noch die Wahrheit zugeben. Was diese Transfrauen versus Biofrauen-Geschichte angeht, Ilona seufzte. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft für diese Diskussion bereit ist. In diesem Land wird noch immer darüber gestritten, ob Frauen mit Kindern arbeiten sollen. Aber ich mag mich irren. Ilona warf einen Blick auf Annis Handy, das in den letzten Minuten kaum aufgehört hatte zu vibrieren. Dieudonné wird in den nächsten Wochen deine Vorzimmerdame spielen. Gib ihm dein Handy und die Zugangsdaten zu allen deinen sozialen Medien. Du kriegst von uns eine neue Handynummer und eine neue E-Mail-Adresse. Die gibst du bitte dann nur an vertrauenswürdige Personen weiter. Annie musste verwirrt ausgesehen haben, denn Ilona legte ihr eine Hand auf den Arm. Anne, der Ahnen ist der Liebling der Nation. Und mit ihren Fragen haben sie ihn der Woke Brigade zum Abschuss freigegeben. So werden es wenigstens einige Leute sehen. Hassbotschaften und Morddrohungen. Erinnern Sie sich? Annie spürte, wie Ilona ihren Arm drückte, während ihr langsam die Konsequenzen ihres Tuns bewusst wurden. Der Sender wird sie natürlich schützen. Wenn Sie möchten, können Sie vorübergehend in der Autorenresidenz wohnen.
Ilona stand auf. Sie schaffen das, behauptete sie. Sie haben beim Interview auch Mut bewiesen. Die ehemalige Kriegsreporterin beugte sich tief zu Annie herunter, bis sie auf Augenhöhe waren. Ich musste es mehrmals abgleichen, bevor ich es glauben konnte. Und es war tatsächlich nicht mal eine Minute Unterschied zwischen dem Moment, an dem sie Peters Kandidatur angekündigt haben, und dem Moment, an dem die Peters ihren Tweet geschickt hat. Die Chefredakteurin tätschelte Annies erstarrte Schulter und ging.